Nieder mit Freezer. Ja, wenn es so weitergeht, wird es ein ewiger Traum bleiben, Freunde. Willkommen zurück zu Budokai Tenkaichi 3. Ich habe mir den letzten Part nochmal angeschaut, ganz in Ruhe und so weiter und so fort. Und ja, ich muss sagen, als Zuschauer ist relativ leicht zu sagen, Mensch, Michael, mach doch das, Mensch, Michael, mach doch das und du musst da und da machen. Sag ich mir auch, wenn einer Part angucke, sagen mir, ey, Alter, was denkst du dabei? Du musst doch das, nicht das, wieso machst du das und so weiter. Das Problem. Also entweder bin ich zu alt dafür, mir das noch irgendwie zu merken, weil es ist echt so, ich bin gedanklich auch zu langsam. Nicht motorisch, ne, das ist nicht das Problem, es ist echt gedanklich. Weil wenn Freezer mich angreift mit irgendwie Combo oder einem normalen Angriff, denke ich mir so, okay, dann machst du am besten den Move. Und dann, der erste Gedanke, wie mache ich den? Wenn wir zurückerinnern, bei Wedge Blast 2 zum Beispiel, haben wir nur den ersten Gedanken gemacht, von wegen, wie konnte ich das? Der zweite, im Sinne von, wie setzt sich das auf den Controller um? Den muss man gar nicht mehr machen, weil der ging automatisch. Aber hier eben auch, ja, vielleicht liegt es echt daran, dass irgendwie A, B, X, Y immer vertauscht. Man merkt es auch bei den Kommandos, wenn man irgendwie, ja, zum Beispiel hier Son Goku und Freeze aufeinandertreffen, ihren Attacken, und man halt da A, B, X, Y umeinander drücken muss, immer zuerst überlegen, X, okay, wo ist X? Ah, da oben. Y, ah, da. Das sind halt einfach so, sag ich mal, eine Millisekunde, vielleicht ein bisschen mehr natürlich, sagen eine halbe Sekunde maximal. Wo man auf Gedanken machen muss, das geht nicht anders, das ist einfach zu viel. Da gibt es eigentlich zwei Varianten. Entweder einfach mehr trainieren, natürlich vor allem offscreen, damit das wirklich mir wieder am Fleisch und Blut übergeht. Oder intuitiv handeln. Aber das kann so oder so ausgehen. Scheiße. Das wäre dann perfekt gewesen für die eine Kombi. Dass durchaus so einen fiesen Angriff drauf hat, wa? So, da muss er auch noch sein. Überspringen, ihr kennt's ja, es ist ja nehmend Neues. Früh ist wieder voll, geil! Gut, ich zwar auch, aber ich habe... Das ist schon das Gemeine, ich habe weniger Energie als Freezer. Das ist leider echt so Kommandos, die ich von Wedge Blast 2 her noch kenne, vor allem durch die Gegenstand und so weiter, die klappen, sind halt hier anders, bis mir da wirklich... Ich mach's immer noch falsch. Ich wollte gerade sagen, da... Blocken bringt bei dem Angriff gar nichts. Scheiße, da ist auch zu nahe dran. Alter, haben wir eine ganze Leiste, mehr als eine Leiste abgezogen. Natürlich, er ist schräg oben und trifft mich trotzdem. Wie wenig ich ihm abziehe. Da einmal Y falsch gedrückt. Wir haben Dragon Ball gefunden, geil.
So, wie soll zu dem ausweichen, wa? Wer blockt's einfach? Ernsthaft? Er blockt meine Genkidama. Ja, ich weiß, kein Piccolo dran, aber er hat immer noch zu viel Energie. Da habe ich keine Chance nachher, Leute. Ich kann wieder mal besiegen lassen. Bringt nichts. Und dann tut die andere Variante, dieses haben jetzt schon mal Energie. Und lassen wir trotzdem töten. Nee, die Idee war gerade Energie zu sammeln und nachher direkt die Genkidama einsetzen könnte. Wieso finde ich es echt fies, dass Freeze auch 5 Energiebalken hat? Ich hatte nur 3. Er hat 6 und ich habe 4. Auf alle Fälle hat er 2 mehr als ich. Und habt ihr gesehen, als ich mit dem Superangriff, er zieht mir über 1 Balken ab, ich ziehe nicht mal 1 ab. Also jetzt ziehe mir irgendwie 1,5 ab, ich ziehe ihm etwa 0,8 ab. Und soll ich eine Chance haben, ja, viel Schrank auch. Mann, so ein Gucker, wieso machst du die Kombi? Hey, er macht die Kombi nicht! Was ist so los? Jetzt macht eine andere Kombi? Ey, das ist einfach... Da blockt er jetzt wieder. Oh, da wäre jetzt mit einer super Kombi gewesen. Die blockt jetzt schon wieder. Da kann ich mit Blocken nicht durchkommen. Es ist echt eine Katastrophe, was ich gegen Freezer machen soll. Natürlich gibt es die andere Variante, wo ich mir einfach sage, komm, scheiß auf den Nahkampf, ich mache alles mit Sprintangriffen, Superangriffen, einfach halt die Free-Methode, oder? Bis ich wieder genug Ki gesammelt habe, angreifen und so weiter. Aber das will ich nicht. Verdammt, das ist doch kein Dragon Ball Spiel so. Vegeta. Seht ihr das? Mein Ultimate-Angriff! Wie wird der abgezogen? Nicht mal 1 Balken! Das sollte verboten werden! Das war knapp. Mal ganz genau gucken, Leute. Rechts oben. Alter, zieh ich ihm wenig ab. Ja, tschüss. Ich kann es angucken, wenn sie bitte abhauen. Oh, leck mich am Arsch. Dass ich alles auffahren muss. Die letzte war jetzt falsch von mir, aber ging trotzdem. Wie kann man nur so viel vertragen, ey? Eine Super Genkidama und er sind noch auf 4 Balken. Ja, wir sind etwa gleich weit jetzt. Schön. Kann man davon was kaufen? Ich hab Angst vor Freezer. Wow. Energie geht natürlich immer gut. Das war knapp. Der wollte gerade zum Konter ansetzen. Ja, dann Piccolo mal sagen, let's Showtime. Freezer, Freezer! Könnt ihr treffen. Sag ich ja. Relativ schnell gefunden.
Ekuso! Ich will langsam mal die Option zum Tauschen haben. Ich muss noch nicht genau jetzt sein, aber ich hätte sie gerne mal. So. Es sieht besser aus, aber noch nicht zu viel versprechen. Dass ich so wenig abziehe, ey. Natürlich war er schneller, ist klar. Mhm, Spiel, ich liebe dich auch. Ja, kann man schon. Ich kann nur Bremse ziehen. Ich war ein bisschen Panikattacke mäßig. Natürlich fordert sich kaum Hälfte ab. Und jetzt reicht's. Oh. Alter. Ja. Ja, ich muss echt so machen. Vor allem eben bei solchen Gegnern wie Freezer, die einfach auch viel mehr Energie als wir haben. Und die viel mehr einstecken können. Alter, mit so einer Super-Attacke von mir kaum die Hälfte abgezogen, wird ein bisschen mehr, okay, aber sorry. Er zieht mir fast 2 davon ab. Nee. Da muss er fast vermehrt drauf gehen. Legendärer Super Saiyajin. Was in der Freezer-Saga? Seltsam. Speichern. Ja, gerne. Hey, wir haben es trotzdem noch geschafft. Peace and Love. Alter, tut mir langsam die Finger weh, ey. Also mein Ziel ist immer noch Spence bei Buu. Natürlich bei Kid Buu, dass wir dort dann etwa episch geniale Kämpfe haben wie die Gegner. Ja, heute nicht. Der erste Satz ist eigentlich voller Spoiler. Weil, was haben wir bisher gesehen? Freezer gegen Gidama getroffen, okay, ist er tot, wenn nächste Frage. Plötzlich Krillin tot, hä, wieso? Was ist passiert? Wir erfahren es nicht. Und noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Und gar kein Super Saiyajin. Wir wollen doch das verarschen. Ich warte mal noch ein bisschen, bei Freezer kann man ja nie wissen. Ace Freezer! Super Saiyan. Er ist ausgewählt, er kriegt die Krise. Jo, ich bin es! Ist endlich mal ein bisschen fair hier. Naja, ein bisschen zumindest.
穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。孫悟空だ。Er ist blond. Yeah. Wie schnell der mit dem Move einfach ist, ey. Sayonara! Was eigentlich für andere Moves? Wilder Sinn! Oh, da bin ich jetzt aber dabei. Kiが膨れ上がって充実している。ついに 100% パワーっちゅうやつの出ましか。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がねえんだ。早いとこ片をつけようぜ。Bin ich auch dafür. いいだろう。今度はこっぱみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。クリリンのことか。Jetzt macht er mich erst recht so. Boom. Wow. Weich mal dem aus. Oh, dem hier! Oh, er tut's ja. In dem Scheiß-Move. War mir gerade auch. 100% のパワー使った反動でピークを過ぎ気がどんどん減ってる。これ以上戦っても無駄だと俺は思い始めた。もう俺の気済んだ。貴様のプライドはすでにズタズタだ。この世で誰も超えるはずのねえ自分を超えるもんが現れてしまった。しかもそいつはたかがサイヤ人だった。今の怯え始めた貴様を倒しても意味はねえ。ショック受けたまま生き続けるがいい。ひっそりとな。ふざけるな。負けるか。どうしようもねえバカなやつだ。ほら最後のチャンス当ててやったんだぞ。俺はなんとか Stimmt, das hatten wir. Vor allem eigentlich ist er total im Vorteil, wenn wir eher sind. 自分で破壊しちまったこの星と運命を共にするんだ。ナメック星はもう爆発寸前だ。どこへ行こうというのか。どうあがいても宇宙空間では生きられない。
Das lassen wir meine Sorgen sein, Freezer. 俺も生きてみせる。俺は宇宙一なんだ。だから貴様はこの俺の手によって死ななければならない。俺に殺されるべきなんだ。Womit bitte? Mit dem Move? Mal ganz kurz, wilder Sinn war normaler, okay. Was meine Freunde, beenden wir's? Ja, komm, beenden wir's. Baka, Baka! KO. Der mit greifen kann. Naja, am Schluss war zwar ein bisschen sehr viele Super-Tacken und so weiter drin, aber Hauptsache geschafft. Und zumindest noch gut aufgeholt, war Cyborg-Saga, wütender Cyborg, Spezialsaga Vernichtung des Makaio-Sterns. Makaio-Stern? Ja, auf Deutsch hieß der große Getty-Stern. Was? Das gibt sowieso keinen Sinn. Hä? Müsste Cool nicht zuerst mal auf der Erde landen? ついにフリーザを倒しちまいやがった。俺様もいつか必ずなってやる。スーパーサイヤ人にな。なんだ貴様。ベジータさんですね。だったらどうだって言うんだ。消えろ、鬱陶しいぞ。母さんの言っていたことと違うじゃないか。あいつは心底悪じゃないか。やっぱり人造人間のことは悟空さんに頼むしかないな。悟空によってフリーザは倒され宇宙に平和が戻ったのである。しかし真の平和が訪れたわけではない。かつてない恐怖が未来からやってこようとはまだ誰も知らないのである。So ist es. Es wird Zeit für Future Trunks. Oh yes. Ja, wegen Cooler nochmal ganz schnell. Ich kann mich erinnern, dass es Cooler hier in einer normalen Form gab. Plus in einer weiteren Evolutionsform, klar. Aber Cyborg-Saga, geil. Aber es klingt so, als würden wir direkt mit Metall-Cooler weitermachen. Ach so! Ja, bin ich ein Trottel, stimmt ja. Okay, ich überlege gerade bei Garlic Junior, das war ja Anime-exklusiv. Hieß der echt mal. Nee, der hieß doch anders. Der große Stern der Dunkelheit, ja, die haben damals gesagt. Doch Makaio, dann haben sie sich anders ausgesprochen. Makaio, nee, klingt auch doof. Überhaupt keine Ahnung mehr. Aber ja, Freunde, nächster Part dann. Vernichtung des Makaio-Sterns. Garlic Junior ist zurückgekehrt. Den kennen wir ja aus dem ersten Dragon Ball Z-Film. Das war ja eigentlich noch vor dem Auftrag von Raditz. Ist mal vorgekommen, da war Son Goku noch ein bisschen jünger im Kampf gegen Raditz, genau. Und ja, aber das hier ist halt Garlic Juniors Rückkehr. Der hat auch ein bisschen trainiert, man sieht, ist auch ein bisschen kräftiger geworden und das Ganze spielt zumindest anime-technisch nach der Freezer-Saga, bevor Son Goku auf die Erde zurückkommt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal.
im Kampf gegen Garlic Junior. Ciao zusammen.